Was für die Haut gilt, gilt auch für unsere Nägel, ein Spiegel unserer Gesundheit. So können zum Beispiel Längs- oder Querrillen auf Erkrankungen der Leber, der Schilddrüse oder auf Rheuma hinweisen. Ob natürlich, lackiert oder eher extravagant, Fingernägel verraten einiges über unseren Geschmack. Aber auch über unsere Gesundheit. Was bedeuten Rillen, Flecken, brüchige Nägel? Steckt eine Krankheit dahinter? Ab wann sollte man zum Arzt? Also ich habe immer gedacht, das ist wegen Zinkmangel. Vitamin D. Möglicherweise. Also Calcium, glaube ich, sind auch die Rillen. Ich habe gedacht, es kommt zu viel süßes Essen. Der Dermatologe Dr. Liebig kennt den geheimen Code der Nägel. Was für Veränderungen sieht er am meisten in der Praxis? Die häufigsten Probleme sind trockene, spröde, brüchige Nägel, gefolgt von Nägeln, die aufgrund von Grunderkrankungen verändert sind, wie zum Beispiel der Schuppenflechte oder auch der Neurodermitis. Und dann auch gerade jetzt zur Herbstzeit ein großes Highlight, die Einblutungen ins Nagelbett bei zu engen Wanderschuhen. Das kennen wohl die meisten. Helle, weiße Flecken auf dem Nagel. Auch Vanessa leidet darunter. Aber ist wirklich ein Nährstoffmangel schuld? Die weißen Pünktchen, die wir sehr häufig am Nagel sehen, entstehen durch Traumata oder Verletzungen im Nagelbett. Da kommt es zu einem Lufteinschluss. Die wachsen unproblematisch wieder raus. Sie brauchen sich da keine Gedanken machen, dass es sich hierbei um einen Nährstoffmangel handelt. Also Calcium und Eisen sind da nicht dran beteiligt. Achtung bei Längsrillen. Die sind meist harmlos und ein Anzeichen für trockene Nägel. In seltenen Fällen können sie auch auf Erkrankungen der Leber, Schilddrüse oder auf Rheuma hindeuten. Infekte wie eine Grippe können tatsächlich Spuren hinterlassen. Das kann man an Querrillen im Nagel erkennen. Auch ein früherer Herzinfarkt oder eine Vergiftung zeigen sich daran. Der Nagel ist ein sehr komplexes Gebilde. Er wird aus Hornbestandteilen in mehreren Schichten zusammengebastelt und gebaut. Und hat der Körper irgendein Problem, ist er daran nicht mehr interessiert und es wird nicht mehr vernünftig produziert und dann entsteht so ein Schaden. Im Schnitt wächst der Nagel, wenn er gesund ist, 1 mm pro Woche. Vorsicht bei dunklen Flecken. Die können auf Hautkrebs hinweisen. Das sollte man dringend beim Arzt abklären. Apropos Flecken. Gelbe Stellen und ein verdickter Nagel sind auch ein Grund, zum Arzt zu gehen. Dahinter kann ein lästiger Nagelpilz stecken. Peter Kurz kämpft schon seit Wochen damit. Ich habe das selber nicht gemerkt. Es gibt keine Schmerzen, es juckt nicht. Es ist einfach nur optisch nicht schön. Und ein Freund von mir hat es gesehen, dass es recht gelb war. Und deswegen bin ich dann 3 Tage später, als ich das festgestellt habe, mal zum Arzt gegangen, um das zu prüfen. Inzwischen sind bei ihm mehrere Nägel betroffen. Der Pilz ist hoch ansteckend und langwierig. Am Anfang hat er es mit Lacken aus der Apotheke probiert. Wenn man einen Nagelpilz hat, sollte man nicht lange mit irgendwelchen frei verkäuflichen Medikamenten rumdoktern, sondern zum Arzt gehen, der den Pilz diagnostiziert, meistens Tabletten und andere weitere Therapieformen verordnet. Aber wichtig ist auch die Prophylaxe. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist, den wir immer wieder sehen, dass Leute die Schuhe in der Sauna vor der Tür stehen lassen. Nehmen Sie sie mit in die Sauna. Der Boden ist das siffigste und dreckigste, was es gibt. Zur Unterstützung macht Peter Kurz eine Laserbehandlung. Der Laser soll helfen, die Pilzsporen schneller zu zerstören. Die gesetzlichen Kassen übernehmen allerdings nicht die Kosten. Einen Pilz hat Vanessa nicht, aber ständig reißen ihr die Nägel ein und sind brüchig. Das Hauptproblem: falsche Pflege. Scharfe Reinigungssubstanzen und zu heißes Wasser lassen die Hornschicht aufquellen. Besser ist eine milde Seife. Beim Putzen konsequent Handschuhe anziehen. Wer unter rissigen Nägeln leidet, greift gern mal zu Biotin, Selen und Kieselerde. Das Versprechen: stärkere Nägel und ein schnelleres Wachstum. Es hat keine Studie nachgewiesen, dass Biotin bei den Nägeln wirksam ist, sondern Haut- und Haarverbesserung macht. Und dann ist es äußerst selten, dass jemand wirklich einen Biotinmangel hat. Das heißt, sollten Sie wissen wollen, ob Sie einen Biotinmangel haben, kann man das im Blut bestimmen. So frei verkäufliches Biotin in Massen zu nehmen, kann gefährlich werden, weil es gewisse Blutparameter verändert, so die Schilddrüsenparameter. Das Wachstum zu beschleunigen ist also schwer. Im Sommer wachsen unsere Nägel übrigens schneller als im Winter. Um gesunde, schöne Nägel zu haben, muss man einiges beachten. Vanessa holt sich Tipps beim Profi.
So, die schonendste Variante für die Nägel ist das Nagelfeilen. Dabei kann man beachten, dass man vielleicht eine nicht zu grobe Feile verwendet. Wer sehr weich und brüchige Nägel hat, darf auch eine Glasfeile oder eine Mineralienfeile verwenden. Denn beim Schneiden oder Knipsen der Nägel kann es schnell passieren, dass die Nagelkante verletzt wird. Übrigens, leichte Rillen kann man mit der Polierfeile glätten. Viele Patienten neigen dazu, die Nagelhaut zurückzuschneiden oder auch zu tief zurückzuschieben, besonders auch an den Ecken. Darauf sollte man achten, dass das Nagelhäutchen nicht verletzt wird, weil das zu Infektionen führen kann und die Nagelhaut auch dadurch noch mehr wuchert. Jojoba oder Kokosöl helfen bei rissigen Nägeln und sorgen für Glanz. Auch Nagelhärter zum Auftragen können sinnvoll sein. Genau wie eine reichhaltige Crememaske, denn auch Nägel haben hin und wieder eine kleine Auszeit verdient.